Moin, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video, das mal in Frauenfeld. Und ja, ich bin falsch gefahren. Jetzt da vorne dann schnell im Kreisel umkehren. Und das mal geht es ein bisschen um das Thema Schutzkleider, was ihr euch sollt gönnen und was nicht. Und da gibt es ganz viel, wo meinen, ja, man muss nicht mit Schutzkleidern rumfahren bei 30 Grad, man kann in der kurze Shorts fahren mit Tanktop etc. Könnt ihr alle das machen. Das könnt ihr alle machen, wenn ihr das wollt. Macht das. Aber mich sind ihr nicht einmal in kurzen Hosen oder in Tanktop. Nicht einmal. Was ich würde aber euch empfehlen, wenn ihr jetzt in Tanktop fahrt, in Hosen, in Shorts, tönt bitte einen Rückenpanzer anlegen, weil wenn es euch schleift am Boden, ja nein, jetzt zeigt da durch, dass ich da durchfahre, aber das stimmt ja nicht, oh Mann. Ich bin falsch. Durchfahrt Weiningen ist gesperrt. Bin ich wieder falsch gefahren? Nein, was soll ich jetzt sagen, fahren wir wieder so. Scheißegal. So. 4 Minuten länger geradeaus. Nein, eben. Fahrt gerne so, aber wirklich mit Rückenpanzer wirklich viel besser, weil wenn es euch schleift am Boden. Gut, dann haben die Arme und alles offen, ist auch scheiße. Aber wenn euch die Wirbelsäule abschleift, ja dann... Versteht ihr, was ich meine? Also Rückenpanzer, ich habe immer Schutzkleider an, aber Rückenpanzer habe ich auch selten an. Und ich muss mir jetzt wieder beibringen, lieber den Rückenpanzer anzufahren als die Lederjacke. Rückenpanzer wäre im Großen und Ganzen viel sinnvoller und besser mit so einer Jacke. Und wo ihr das kauft, schaut bitte nicht nur auf den Preis. Das war der BMW dort gewesen. Schaut bitte nicht nur auf den Preis. Bin wieder falsch gefahren, oder was? Schaut bitte nicht nur auf den Preis, sondern lasst auch euch ein bisschen Videos anschauen und ein bisschen euch schlau machen, was für Marken und so, dass auch wirklich gut sind. Weil ich kann euch sagen, ja, kauft von Louis, kauft Dainese Sachen oder so. Aber ja, ich fahre jetzt gerade aus, soll man endlich aufhören, immer neu zu rechnen, das Scheissnavi. Nein, aber darum würde ich euch sagen, schaut wirklich, wo ihr das Zeug herüberkommt. Und ich würde euch aber ganz ehrlich sagen, es macht keinen Sinn, dass ihr jetzt sagt, ja, ich fahre jetzt zum Brötchen holen im Lederkombi. Weil ich habe auch schon mal das Lederkombi gehabt, allerdings eine Occasion, aber spielt keine Rolle. Wenn du schon das Lederkombi gehabt und dann brauchst du einfach irgendwie 10 Minuten oder länger, bis du das anhast. Und es ist so verdammt unbequem. Da, wenn ihr jetzt nur Brötchen... Was, wir müssen nicht kehren, ich weiss schon, wo ich durchgehe. Warum hat der so gezeigt? Aha, die sind das zweite unterwegs. Jetzt habe ich es kapiert. Nein, aber wenn ihr nur irgendwie eine kurze Fahrt macht, einfach wirklich Rückenpanzer, das ist sehr, sehr wertvoll. Rückenpanzer und halt richtige Kleider. Und von mir aus könnt ihr auch in ganz normale, teure Läden gehen und das Zeug anprobieren, weil dann seht ihr ja schon die Qualität. Oder ihr schaut zuerst mal Videos an und dann schaut ihr, ob es die Kleider und die Schutzkleider... Verdammt normal. Ob es die Schutzkleider und so auch hat, dort wo ihr das Zeug, das ihr wollt, ob es das auch dort hat, könnt ihr das anziehen und euch nochmal einen besseren Eindruck verschaffen davon. Und dann seht ihr, ob es gut ist. Und dann, der dritte Schritt, wenn ihr wirklich wisst, was ihr wollt, kauft es einfach und sagt YOLO. Ausser die haben den Geldscheisser, aber wenn ihr wirklich darauf schaut, dann schaut, dass ihr zum Beispiel im Deutschen gehen posten und bestellt, nicht vom Deutschen bestellt, sondern auf Deutschland fahren, kaufen. Erstens mal könnt ihr Ausfuhrschein machen. Erstens mal Ausfuhrschein und zweitens mal, wenn es bestellt und es wieder in den Zoll geht, dann... Also, ihr könnt Ausfuhrschein nehmen, ihr habt erstens mal einen Vorteil, weil ihr Geld zurückbekommt, und wenn ihr es bestellt, habt ihr einen Nachteil, weil ihr vielleicht noch mehr Geld mit zahlen wegen dem Zoll. Oder, ausser ihr sagt, nein, mir ist die Schweiz wichtig, ich will die Schweiz unterstützen, dann kauft sie in der Schweiz. Aber ich sage euch, die Schweiz tut euch
Also ich wollte jetzt keinen politischen Podcast machen, aber ich würde sagen, wir werden genug verarscht, dass du nicht auf so Sachen musst schauen, jetzt die Schweiz unterstützen. Oder? Aber das würde ich jetzt gar nicht ansprechen. Das ist eigentlich egal. Und ja, so viel zu dem, ein bisschen Tipps, also Videos anschauen, dann im Laden vorbeigehen, scheißegal in welchem, einfach nur, dass ihr die Qualität der Kleider testen könnt. Und dann, wenn ihr die Qualität gut findet, könnt ihr es kaufen. Oder könnt weiter schauen, ob es einen anderen Laden gibt, wo ihr vielleicht ein bisschen weiter mitfahren, ob sie das Produkt dort haben und dann dort kaufen. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für das Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Video. Ich hoffe, es hat euch etwas genützt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.